Guten Morgen alle. Ich heet jullie alle hartelijk welkom. Nadat dat we een paar zin aus een wachtje was, had ik jullie alle welkom terug. En we willen nog weer melden in onze serie in Matthäus 9. En vandaag ons over Matthäus 9, vers 9, durch 13, weil wir zijn vandaag daar te gaan. En wanneer je in de Bibel hebt, lees wel ik met. Matthäus 9, vers 9, bis 13. Als hij van de wieder ging, zag hij einen man in de taxklaagdeboot zitten, der heet Matthäus. Jezus zei te hem, kom, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En als Jezus im huis daar zat, kwamen veel taxklaagden en Sünder en zaten zich bij Jezus en zijn gingen doel. En als de Pharisäer dort sahen, zeiden zij te Jezus in de gingen, waarom aat jullie meester met de taxklaagden en Sünder taub? Als Jezus dort hier, zei hij, dat je Sünder broken den dokter niet. Den broken moet de kranke. Goed en leert wat het meint. Ik wil niet jullie opfer. Aber dat je Mitleid bewiesen. Ik zie niet gekomen de Gerechte aan te laden over de Sünder, dat die zich opmerken. We moeten je beter aanvangen. Laten we Gerechte voor, wie komen verdienen, wie danken die, dat we waren hier frisch gaan opkomen, dat die ons waren opgeroopt has, en dat we in die woorden aankijken kunnen. Aber haar ondien jes, vernemen we niks, wat die woord te zijn heeft. Dat mag ons geen zijn. Dat is waarom we vrouwen, dat die mogen ons vallen met die jes, en dat we die woord zo nemen, als die dat werkelijk gemeint has en has laten abschrijven. Dat ons dat niet mag naar domheid verkomen, maar dat we mogen een verlangen en een hunger daarstonden gaan. En dat we mogen een opgemerkt het hart gaan, wat die alleen opmerken kan. Dat ons het op eenmaal opvangt wat te meinen, wat die zegt. En dat we daar wassen en geloven toenemen. En immer meer zijn kan, wer die best en waar die alles is. Dat we ons mogen überwunderen, wat die woord niet alles te zijn heeft. Dat ons dat mag niets geven in denen dat we dat mes niet maar afleren kan, dat we ware frisch in die woord aankijken kan. Er mag dat onze aanstelling zijn, wat eindelijk van die komen kan. Deswegen beten we, dat die ons dat mag geven in Jezus zijn naam. Amen. So hier zijn we dat Jezus wies durch das ganze Evangelium, durch die Geschichten von das Evangelium, hij is sovereign über all die Dinge. En wanneer we gewoon wieder te leen komen, dan waar we dat zijn, dat hij ook sovereign is, leven te blijven, ook te sterven. Dan hebben we nog dat verkeerde mank. Maar vielleicht houdt je mir dat te goed. So, van Jezus zei we dat hij heeft absoluut macht. Aber wat hij zegt, dat passiert. We hebben het gezien dat in de Tür is aangehoorzaam. Hij heeft macht over in de Tür. Hij heeft macht over de eerste wereld. En hij heeft even macht wat voor een entscheiding die we nemen. Nou, trubbelt die dat. Al die freewillers, al die wat so soll er sich spatzen dann ab ihren freien Willen. Dat zij de macht haben, sich wat eine Entscheidung zu nehmen, wat sich selbst so viel Kredit versprechen dann. Die sollen das noch einmal mit bedenken. Wo kommt das? But du, dat Matthäus. Jesus hängt heran. Wir von all die Tagsklagten. Das ist nicht auf einmal Matthäus ein Weserer aus der anderen alle. Wir Matthäus nicht auf einmal einer, was du all so lange gelehrt hast in Jesus. Weil gelehrt hat das Volk Israel all lang in Rara, aber eben ganz anderen Weg, als der Rara wirklich kam. Und so, wenn wir mal kicken dann, dass Jesus sovereign ist über all die Dinge, und da wird er uns durch das Evangelium wiesen. Even, wenn das kommt, dass Pilatus sagt, weißt du gut, dass ich die Macher, die frei zu lassen, oder die zum Tod verurteilen, und sagt Jesus, die hast keine Macht. Der Mensch kann nichts tun, was er nicht von Gott gegeben ist. Und lass mich Ihnen das sagen.
Und ein Mensch kann nichts tun, weil er das nicht von Gott gegeben ist, Jesus nur zu folgen. Und das wollen wir wollen von der Anke. In unserer Botschaft, ich habe die in 4 Punkte abgeteilt. Und wenn wir die 4 Punkte von der nicht durchkommen, dann reichen wir die aus das nächste Mal, nicht? Aber der Punkt Nummer 1 ist, woran kommen die Sünder? Nicht Jesus. Woran kommen die? Und woran, der zweite Punkt ist, woran kommen die Pharisäer nicht? Der dritte Punkt ist, was passiert, zu dem, wo du kommst? Und der vierte Punkt ist, was wir die Pharisäer gerade da Trouble. Das sind die Punkte, die wir wollen von der durchnehmen. Wenn wir kicken dann, in unsere erste Version ans Tags von der, und by the way, Markus 2, Vers 13 und 17, wie immer, dass ich das abschreiben werde, der redet von dieser selben Geschichte. Und Lukas 4, Vers 27 bis 32, das auch. So, wir dürfen nicht in der alten Schrift stehen, das redet essentially von dieser selben Geschichte. So, aber anyway, mag das bloß. Die 2 Evangelisten mehr reden von der selben. Aber einmal wenn in irgendeinem Fall sagt, als hij von du wieder ging, sah er einen Mann in der Tagsklage dabei setzen. Das ist eine Office, wo er war tags eingeklagt. Da heißt Matthäus. Und Jesus sagte ihm, komm, folge mir nur. Und er stand ab und folgte ihm. Das hört sich so aus, wenn der alles Tag lässt. Der steht durch das ab, lässt alles Tag. Das soll ja sein wie auch von der Jünger. Wenn Jesus, Petrus, Johannes und da hat verlängern mehr. Und er sagt, komm, dann luten der Erde verschariert Tag und der kommt am Hänger an. Und nu ist er hier bei den Tagsklagter, der ein von den Menschen, war das schlechteste Eue sein werden, mangt das Volk Israel, besonders mangt die Juden. Die Tagsklagter waren angekickt als Traders. Ich weiß nicht, Sie wissen, was ein Trader meint. Das ist ein Lichtführer. Weil man sagen, ein Trader, was du würdest haben, lohnt Lichtführer. Das würde so sein, als er würde ab der Fien ihre Sied gehüpft sein. Dus die Fienden nehmen den Lohn an, die Jieren, die behandeln die hart. Die tun die schlecht behandeln. Das war der Römer zu das Volk Israel deuten. Und so du wären Juden, die fallen ab der Römer ihre Sied. Die drehen die Juden den Rhein und die deuten für die Römer ihre jüdische Brüder hart behandeln, um die Tags aufzuklagen, um der Römer das zu geben. Und das wir ein von das hardste hängen das Licht führen. Die Tagsklagter werden manch das jüdische Volk sehr schlecht sein. Aber sie können nicht mehr tun. Sie können nicht tun, wenn die werden unter der Römer, die Tagsklagter werden unter der Römer erschützt. Die Tagsklagter haben actually Macht über das jüdische Volk. Wenn du einen Tagsklagter in Jüd arg behandeln deut, ein Römer, der hat mehr Recht als ein Jüd. Und so, wenn ein Jüd nicht wird kommen, ein Tagsklagter verklären, dann wird der Jüd bis nach einem geraten Trouble, wenn die Tagsklagter, der arbeiten wird so eine Bahn. Eine Verbrecherbahn, eine Extortionist, würde man sagen. Die würden viele Tagsklagter, die da sehr unabrechtlich Tagsklagen, die klagten mehr aus, was abgeschrieben wird, was sie sollen, wie viel Prozent sie sollen klagen. Die deuten für sich selbst sehr viel, und wir wollten, wo sie uns dort arbeiten dort. Wenn eine Dragbahn, wenn die erst die Macht überhaupt über eine Gegend, dass die anfangen, Menschen zu treiben, die machen so und so viel tun, oder dass die dort alle Kontrollen tun, das was wir würden gerne vergleichen. Das was wir die Tagsklagter würden gerne vergleichen. Das was das wir. Und so, bloß die Tagsklagter, die dürfen nicht plitsch schaffen. Die werden öffentlich unter der Römer ihre Schutz. Und so der sagt nu in seiner Office, das letzte Ding, was ein Tagsklagter wird sehen, ist
drei unter das Judentum zu kommen, wo er unter der gesetzen wird. Er wird so viel besser auf. Gewöhnlichen Tagslag, der wird so reich sein, der wird viele Menschen unter seine Kontrolle haben. Und der wird mit der anderen Tagslag da top gebaut sein. Now, dort ist, wo seine Lehre ist. Und ich kam Jesus dahin und sag, komm, mir heran. What würden, andere Tagsklag, da, was würden die große denken? Bist du nicht ganz klar, what das, den jüdischen Mann, der wird bloß Raum jetzt und redet andere Menschen, die verstehen recht hin verloren, um den nur zu fallen, als dort ein war, wo viele würden du ihnen gedacht, yes. Die Menschen, die bloß denken, sich hier gerettet haben, zu schaffen, yes, das würden die überdenken. Aber wo ich hin will, ist das. Die Frau beantworten, was wir in unseren Punkt haben. Worum kommt die? Was hast du in Matthäus? Ist das seine Klugheit? Ist das seine freie Wahl? Ist das sein, wir haben einmal so viel bessere Entscheidungen genommen als all die anderen. Ist das, was wir können Matthäus zuschreiben? Dass er so viel weiser gewesen ist als die Pharisäer. Was hast du in Matthäus, dass er einfach, dass er alle lädt und jetzt Jesus hängt heran? Haben wir uns dort gefragt? Ich glaube, Johannes gab uns die Antwort. Johannes saß, Vers 42, Vers 44, wenn wir da mit hingehen, halt ihnen steht in Matthäus 9, wir wollen viel mal hinkommen von dir. Sie sehen da an, das ist das israelitische Volk, der war das Stieren dort, dass Jesus du beend wird, oder dass denen die Weisheit gegeben wird, oder die Wunder zu tun, die werden aufgehenstig. Und so, die sagen es das. Sie sehen, ist das Jesus nicht Josef sein Sehen, und wie kann seinen Führer und seine Mutter, wo kann er da nu sein? Ich sie von Himmel raufgekommen. Jesus sagte ihm, hier dort mag grim sein. Keiner kann in mich kommen, das wo ich hin will, nach der 44. Vers. Keiner kann in mich kommen, wenn der Führer, der mich geschickt hat, am nicht tragen wird. Und ich will am am letzten Tag abweichen. In den Propheten steht geschrieben, sie wollen alle von Gott gelehrt sein. Wer den Führer hielt und von ihm gelehrt wird, kommt nur mir. So, wenn wir uns diese 44. Vers und hauptsächlich die 44. Vers dabei mit dabei betrachten. Diese Menschen, die sind nu in zwei über Jesus, wenn Jesus sagen, wer er ist. Das gleichen sie nicht. Dort wir für einen Jüd zu sagen, dass der Gott ihn sehen wird, oder dass er von Himmel raufkommt, und dort wir bis so denken, dort können sie bis nicht schlucken. Das Mensch, das sind Verführer, das sind Lasterer, das sind mal gesteinigt. Dort heißt ich, wie auch so eine Lasterung von reden, und dort wird auch. Für ihn selbst wem. Und der wird sagen, dass er von Himmel raufgekommen, und dass er den Führer sehen wird, ja, yes, das stimmt. Das wird eine Lasterung sein. In dem Moses Gesetz soll so ein Mensch dort gesteinigt werden. Aber hier wollen wir mal gucken, ob Jesus liegen dort, wenn er sagt, dass er von Himmel kommt. Nee, er dort nicht, wegen er kommt wirklich von Himmel rauf. Und die einzige Person, die das jemals können sein, das wie Jesus selbst. Aber, warum werden die Menschen so doll, wenn viele wir dort nicht gegift, dort zu glauben? Jede Schrift steht noch ein Denkgehol, wo Jesus durch Gleichnissen zu den Jüngern redet, oder zu der ganzen Menschheit redet, und dann kommt Jesus in die Jünger und sagt, warum redest du durch Gleichnissen zu dir? Was meint diese Gleichnissen? Dann lag Jesus in die Gleichnissen aus. Aber was sagt Jesus danach? Gerne ist das nicht mal gegift, dass sie das verstehen können. Jünd ist das gegift. Na, das ist ein Ding, was viele Menschen fortfahren trübeln lässt. Und das ist ein Don't. Ich sehe hier nicht die Ohren kitteln.
Ich sehe auch nicht, dass die Frauen so tracht drehen, so, dass die Menschen das alle schön hat. No, die Schrift hat sich nicht alle Menschen schön. Die sind entweder immer. So, wenn wir wollen treu sein zu Gott und treu sein zu seinem Wort, wo wir das so für nachbringen, so ist das wirklich sage. Keiner kann zu mir kommen, wenn der Führer, der mir geschickt hat, nicht tragen wird. Ich weiß nicht, was das so schwer ist, von das zu verstehen. Die kann gleich nicht Jesus kommen. Wenn du nicht eine bittergewöhnliche Kraft hast, wenn du nicht eine Kraft hast, diese unsichtbare Kraft, wo der Mensch auf einmal hast dich anpackt und merkt den anderen stinken, die kommt nicht nach Jesus. Wenn der Vorraum nicht tragen wird, und wir haben dort auch Ferien besäuen, so zum Beispiel, Jeremia 31. Ich war ein Nierenbund mit ihm. Der wird nicht so sein als der alte Bund. Der alte Bund, der verlangt, dass die Menschen sollen. Wer du nur leben deut, wer so deut ist, dass gesagt sagt, der wird leben. Trouble wie bist keiner deut. Und dann sagt Gott, nu wird nie ein Bund mehr. Und der neue Bund wird nicht so sein als der alte Bund. Der neue Bund, dort wird sein, wo ich, sagt Gott. Ich war der dort gesagt, ab dort hat geschrieben. Was meint das selbst? Ich will du was ändern. Ezekiel sagt uns auch ganz klar. Ich will der dort steinerne Hort ritriten und ich will der im Fleisch nicht Hort geben. Ich will dem mein Gas geben und ich will so eine Lied merken von ihm, was du nur leben da. Dort sagst du nicht ab eine einzige Stelle, dass die Menschen sich sollen das steinerne Hort mal ritriten und sich mal im Fleisch nicht Hort ersagen. Wenigstens dann wird Gott so ein Verlangen von ihm, was ganz allmählich wird. Und wann das nicht all allmählich wird, dass Moses ihn gesagt zu holen. Aber das Wort du zu man das mal wissen, wo kart wie kommt. Wenigstens, wo sagt Paulus in Römer 3, dass gesagt ist, wo kann kein Mensch geraten werden, das bloß zu sein, dass uns gegeben, dass wir bloß mal sein können, wo schuldig wir vor Gott sind, wo von den Verbrecher wir sind. Das ist, wo das gesagt gegeben wird. Was Regine dit, die Frau zu beantworten, worum kommt Matthäus? Und worum kommt der andere Sünder? Die Schrift gibt uns eine steht hinter der andere die Antwort. Du kommst keiner nicht Jesus, weil das nicht von Gott ist. Philipper 2, Vers 12 und 13, aber der wichtigste Vers hier ist der 13. Vers. Dus het war krijg zo. Du dat Paulus dat zelfs nog bestätigen. Wanneer in het 12. Vers ook dit sagt, so, liebe Freunde, als ich du wird, gehorcht jeden deuten, wo ich sehe, dort nu auch so wieder, wo ich nicht du sehe. Schauf mit Furchen Zetteln, dort die säulig worden, und du hier nicht einen Punkt haben. Weil Gott wirkt in jeden Bäres, dort wollen, auch dort vor ich mir uns Arm dort gefällt. Hier ist wahr ein Ding, das darf nicht so schwer sein, das zu verstehen. Warum soll er das flotrig merken? Warum soll er das Furchen und Zetteln merken? Paulus, der hat er diese Erfahrungsbotschaft uitgelacht. Der hat er das klar gemerkt, wo das kommt, dass sie gerat sind, was von großes Geschenk das ist. Von Gott. Und er sagt du nicht, dass wir uns sollen flottern und zetteln merken, um seines wie du durch wollen, der Erfahrung gewähren. Und jetzt, wo viele Menschen das so sehr, sehr arg nehmen, die nehmen das ganz uit den Kontext, was das Flottern und Zetteln hier zu bedienen hat. Ich habe mal diesen Fall gesagt. Wenn wir noch mal ein Geschenk kriegen, und das einfach uitnums sehr groß, offerhaft, als eine Überraschung, flottert du dann keiner? Lass mich immer ein Beispiel sagen. Wir sind nicht so arm. Wir sind nicht so arm, wirklich so arm. Wir haben nicht mal so reich zu essen. Wir können uns nicht mal jeden Tag so essen. Und dann, ein von unseren Kindern wird nur noch bitter gewöhnlich krank und wir haben nicht mal zum Beutel Medizin holen. Und uns geht das so sehr schlecht, und dann habe ich noch Schuld. Dann habe ich noch so eine Schuld, die wir nicht mal zahlen können. Und wir wollten, dass die Klagten, die sind irgendwann neuer am Hof. Und das ist hart für uns. Bloß einfach hart.
Wo immer wir handchecken, die deren sind bis alle Tau, und wenn das nicht euch genug ist an das ökonomische Leben noch nicht heute noch erst, dann haben wir noch die gesundheitliche Problem, wo wir uns nicht gut überweiten, das ist so traurig bis alle, wir sind bis alle weh ohne ihn. Dann auf einmal hast ich habe ich Offerhofs Jas am Hof. Die kommen nicht klar. Die kommen uns nicht in Nachricht bringen. Die Lawyer, was da am Hof kommt, die kann uns eine Nachricht bringen, und der redet von einem Mann, einem älteren Mann, was der Hof sich die aus seiner Ohr gewählt, und der will all sein Haben gut ab die vermerken, und der kriegt einen Check von $10 Millionen und sagt, das ist das erste Part von das Aufgut, komm, nimm den Aufgut an, und der hand ich die durch eine Samm Geld an, wo die selbst nicht mehr weiß, wie viel das ist. Ich will den Frauen, wo die flattern. Wenn je von dieser Lehre, wo je gerutzt bin, wo je nicht gut wissen, und je werden so drastisch gehalten, wo die dort flattern, wo die weiten kriegt, wo je handkicken soll. Dort von was von flattern, Paulus hier redet. Der redet hier von, kijk mal, was die gerutzt gekriegt haben. Und wat je wat, een wahrer, gerader Mensch, der flattert. Wenn die kicken, dat von wo hat Gott mir rütgerat, den wird einfach schier awel. Oh my goodness. Von wo sie rütgerat worden. Dort von was vom flattern. Dort von was vom flattern Paulus hier redet. Und dann bringt hij bij deze vers, wils Gott wirkt in jullie Beides, dat wel en ook dat voor hem. Dat die überhaupt willen geraad zijn. Dat die überhaupt willen Jesus nu volgen. Dat jullie ihr nicht selbst aussprechen. Und jullie nees hoch abheben und glauben, je haben du eine kluge Entscheidung genommen. Nee, je haben nicht. Das kann Matthäus nicht sein, das kann diese andere Jünger nicht sein, diese andere Sender, der andere Tagsklagter nicht sein, und das kann je auch nicht sein. Dass die so wes wären, Jesus nur zu folgen. Nu haben wir das bis ab 2 Städten all gesehen, in der Schrift. Ein klarer Beweis. Das ist nicht mal, das ist nicht mal so, wenn die das nach West verdrehen, die kostet nicht mal so klar als das hier. Dass Gott wird, wer dort einmal die mög unterstehen. Dass Gott du wirken dort bei die, dass die auf einmal wissen. Dass die das nicht mal dampfen können, was das Evangelium sagt. Nu haben wir noch in den dritten. In der dritten steht, wo uns auch klar sein wird. Wer mögt das? Wie kommt das dazu, dass das Matthäus bis Abschnitten gegen Jesus hängt heran? Den sind früher wel, I guess, ne? Well, schwert ihn wieder an mit den frühen Wahl, wenn die nach wieder Wahl. Wenn diese Schrift steht noch nicht genug sind, um uns zu beweisen, dass es nicht uns will, aber dass Gott sein will, was in uns wirken wird, die merkt uns unterstehen, die ja von uns anders hört, und die wirkt anders, die wirkt mit seinen Gästen in uns so, dass wir anders gesonnen sind. Und yes, dann kommen wir Jesus heran. In Apostelgeschichte 16 ist noch ein klarer Beweis. Vers 14. Apostelgeschichte 16. Vers 14. Eine Frau, die du horchen deut, wie Lydia. Ein gottesfürchtiger Frühmensch von Thyatira, der mit bleiberrotem Zeug handelt. Der, horch mal. Was sagt das? Der mir auf einmal selbst hört auf, und sie will sich Paulus mal zu horchen. Das ist, was das hier sagt. Und viele Prediger würden den 2 Monate noch fangen zu predigen. Nee, das sagt er nicht, so ist das. Der mögt der Herr dort hört auf. Dort sei dort achten dort, was Paulus sagt. All die Freewillers, was du so grülich sei, gepocht all han mit sich selbst. Ich würde beten, horch mal, was die Schrift sagt. Wenn die ein Tag sind, was du gekommen, dort die eine Feilung haben für Christus, dat je dat ganz klein beste Gefühl haben für den, dat je dat ganz klein beste Schatzen doen, wat hij voor jullie gedaan heeft. Dan hört ab mit jullie dat toespreken, dat je een dag eine kluge Entscheidung genommen haben, wegen je hand nicht. Dat kann nicht klar genug sein, dat wir Gott zien wirken in jullie. Dat je dat überhaupt een dag niet juist. Dat je überhaupt een dag wat doet gaan. Dat die de wohl noch horchen, dat die das Evangelium nicht juist. Und so was passiert? Der mögt der Herr das hart up und das braucht auch Frucht.
Und ob wir du an zu sein, wo sei wieder deut? Was sie wieder deut? Was deut sie du mit? Was wirkt du in Hör mal, was der 15. Vers sagt. Als sei in ihrer Familie wären gedeutet worden, laut sie uns an, im Haus zu kommen. Das ist noch eigentlich, das sage ich euch, dass die bis die kann kommen und die will nur sie prachen uns. Der meint das so. Like, das wäre so was bitte gewöhnlich für ihr geworden. Und das, was die wirkliche Erfahrung ist, das, was die wirkliche Erfahrung wirkt. Wenn ein Mensch wirklich erst geraten worden von Gott, der hat ihn drastisch verändert. Und der hat auf einmal das Verlangen, Gemeinschaft zu haben, der hat auf einmal, der kann euch verstehen. Das würde Jesus sagen, Licht geht euch zu verstehen. Und du würdest kennen Licht und in einer anderen umgestalten. Keiner. No. Eine Stadt, die hoch am Baugebiet wird, die geht euch zu verstehen. Du kostet nicht Raum, der erste Boss. Weil das wird mit jedem ein passiert. Wenn die best wahre geworden, wenn die im besten Kind Gottes geworden, wenn Gott die auf das Hort aufgedacht, das kostet euch verstehen. Und das wird sie das. Sie hat so ein Verlangen, wieder Gemeinschaft zu haben. So hier in der 15. Vers sagt, als sei in ihrer Familie wären gedeutet worden, laut sie uns an, im Haus zu kommen und seht, wenn je mich dafür holen, dass ich zum Glauben am Herrn gekommen sie, dann kommt ein Brief in mein Haus und sei berät uns. Weil die Plottische sagt, der berät uns, aber no, der meint das so, der wie ewig. Das Wort, was dort hier gebraucht wird, das ist so ein Wort, wo ich einfach, das weet niet meer, want wie mal weer met geweld hankrijgen, op iemand wel een jas gaan, niet? En dit is een beetje wat dat wordt zijn. Ommels, zij meint dat zo. En dan Paulus, den laatsten bewijs nog, dat we niet kan onszelfs de eer spreken, dat we werkelijk gaan mal so eine kluge Entscheidung genomen. In Epheser 1, wie Paulus uns dort noch so klar. Wat du eugegangen ist. Dass wir auf einmal zu diesem Glauben kommen. Dass wir diesen Jesus auf einmal nur fallen da. Epheser 1, Vers 19. Du geht Paulus wieder, aber von 15, Vers 15 fängt er an und explaint der Epheser dort, was das geht, sein Gebet, wofür er beten das. Aber in den 19. Vers, du sagst ja uns dort, was von der Kraft das wirklich gebraucht hat, um uns zu bringen. Das wir wollen. Das ist all die Kraft, was in Matthäus wirkt. Das ist, warum ich die Frau stelle. Warum kommen die sind da? Was drauf ein paar durch? Hier sagt Paulus uns dort. Und dass die begreifen können, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, die wir an Jesus, die wir an ihm glauben. Warum würde Matthäus sagen, Jesus nur gefällt, wenn er nicht an den geglaubt? Ich will nicht in Asien nur fallen. Ab keinen Weg. Wenn die das erst Asien merkt, dann lädt sie das durch. So, Matthäus, den muss das sein gemerkt haben. Das geht nicht mal anders. Aber warum merkt den das sein? Weil hier sagt Paulus uns dort. Und dass die das begreifen kann, was für eine riesige Kraft Gott an uns wirken lässt, dass wir glauben. Dort ist dieselbe geistliche Kraft, der beweist, dass er den Herrn von Tod abwirkt, in besiegt der rechte Hand den höchsten Ehrenplatz im Himmel jäuft, hoch über alle Macht, Gewalt und alle Kraft und Herrschaften, die durch genannt werden können, in dieser Welt oder die du noch kämpft. Like wenn, je noch nicht ganz näher weiten, was ihnen passiert ist. Je noch nicht ganz näher weiten, wo das kämpft, dass die auf einmal Jesus will nur fallen, dass die das nicht mal ansehen merkt, dass die der Erfahrung nicht schafft. Dann studiert das Portbus von das nicht. Und dann dort mal checken, was das du gebracht hast, dass die überhaupt wollen. Und Paulus sagt heute, was für eine riesige Kraft das ist. So eine Kraft gibt das nicht nach das vor. Warum sagt er? Hoch über alle Machen und Gewalten, was abgenannt werden kann. Die Kraft, der hat Gott in die gewirkt. Dass die glauben das. Die Kraft, der hat Gott gewirkt in Matthäus, dass der Jesus nur fällt. Die Kraft, der hat Gott gewirkt in der Jünger, dass sie der Fascherei doch leiten und kommt Jesus heran. Ah, so viel Kraft braucht das nicht. Ich kann Jesus Geld mit weniger Kraft nur fallen. Huh? Wirklich? Ist das wirklich so? Nee, das braucht nicht weniger Kraft. Das braucht die geradste Kraft, wo das abgenannt werden kann,
dass die unterschwärst, dass die harte Rüt genommen wird, dass die Steine an der harte Rüt genommen wird und die in Fleisch nicht hart gegeben wird, da braucht nicht ratere Kraft als ein Hotdog, das seine Kraft. Cardiologists haben nicht die Macht, das zu tun. Die ganze Militär auf der Welt hat nicht die Macht, das zu tun. Alle Krafen in Himmel taub haben nicht die Macht, das zu tun. Bloß Gott seine Macht allein hat die Macht, das zu tun. Und das ist, was Paulus damit meint, wenn er sagt, Gott wirkt in den Bäres, das will er noch fertig machen. Das, dass der Mensch anders will, das braucht so eine große Kraft, aber hier ist noch eine Sache. Das ist nicht eine Kraft, die unfluten kostet, das ist eine unsichtbare Kraft. Das ist, warum die Menschen die keine Macht haben. Ich glaube, ich habe ab hier mit Puchen, mit uns Salz, als von wie Salz gewollt haben. Der Mensch muss immer zu schauen gehen mit sich selbst, von der läuft, dass der Haft könnt, was es Salz tun. Ich glaube, das ist ein Bruder, das sagt. Wenn meine Erfahrung, wenn die 99,99% abhängig von Gott wird, und ich soll noch die 0,01%, davon bis das kleine bisschen, da wird noch ganz verloren. Dat stimmt. Wenn es dat so weit allmählich, dass ein Mensch das selbst kann. Und dann kommen wir bei dem zweiten Punkt. Warum kommen die Pharisäer nicht? Warum tut der Pharisäer dort nicht so, als Matthäus das tut? Warum fallen die Jünger Jesus nur, die Sünder kommen mit Jesus zu eten, die wollen mit den Gemeinschaft haben, warum die Pharisäer nicht? Warum wir die Pharisäer dort so ein Aufschrei? Wären die Pharisäer dann nicht ganz so klug, als Matthäus gewesen wäre, oder der andere Sünder, oder der andere Jünger? Haben die Pharisäer bloß einfach nicht so eine kluge Entscheidung genommen? 1. Korinther 1, Vers 18. Sag uns dort, was passiert, wenn ein Mensch nicht erst diese Kraft beleben wird, was einzig Gott in den Menschen wirken wird. Wenn Gott dort nicht erst, wer erst den Sinn ändern wird, den Will ändern wird, den Hort ändern wird, wenn dort nicht erst passiert, dann sage ich, 1. Korinther 1, Vers 18 ans dort, was passiert. Für die verloren gehen, als das Wort vom Christus ansehen. Du hast keinen Geschmack ben, das merkt mir keinen Sinn, das ist eine lauter Dummheit. Das Wort ansehen wird actually von dem Wort Moria genommen. In Griechisch. In Moria, also es wird von der ersten Tag, wird eine Plotitsch sein, da wird wie sein lauter Dummheit. You're crazy. Das ist lang nicht klug. Like, und da wird die glauben, dass du die in Hell ist, das ist eine lauter Dummheit, was dir das ist. Das ist, was passiert. Wenn ein Mensch nicht erst von Gott zum Leben gebracht wird, wenn er nicht erst das nie hört kriegt, wenn er nicht erst den Willen geändert kriegt, wenn er die Tür nicht geändert wird, dann ist das lauter Dummheit. Und den merkt das kein Sinn. Was von Gott sein wird, über Gott gesagt wird und auch über uns selbst gesagt wird. Aber Paulus sagt, über für uns, die wir selig werden, ist das eine Gotteskraft. Warum so ein Unterschied? Der Unterschied hat Gott gemerkt. Gott hat den Unterschied gemerkt. Wenn Gott wem ändern wird, dann darf dort auf einmal eine Gotteskraft in uns. Dann darf das sein, wo wir wollen. Dann darf das sein, wo wir von unserer Tagsklage dabei abstehen. Dann kommen wir auf einmal Jesus heran. Dann darf uns diese Tagsklage nicht mehr nichts. Dann darf uns Business nicht mehr nichts. Dann darf das bloß nicht mehr nichts. Bitte Jesus. Meint dort, wir wollen uns nicht eine falsche damit verwechseln und sagen, ich schmiede meine Pickenschärfel und meine Maschinen und alles weg und nicht falle ich Jesus nur. No, du wirst Jesus nur fallen, indem du alles verdient ist. Und da wird auch zu sein, dass die alles verdient ist, dass die das bloß für die Ehe ist und ewig das die für die selbst. Wegen Heuchler wurden auch mit der Zeit entdeckt. 1. Korinther 2, Vers 14 sagt uns, das auch war ganz klar. Warum tun die Pharisäer nicht? Warum sind die nicht so klug? Und hier habe ich den nicht mal plötzlich abgeschrieben. Das ist falsch. 1. Korinther 2, Vers 14, das ist so weit bitte ein Kontext übersagt.
Ich würde lieber auf Englisch überlesen. Von der LSB, da sagt das steht, but the natural man does not accept the death of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually examined. Das sagt, der natürliche Mensch nimmt nicht an. Der nimmt dort nicht an, was von Gott in Jesus kommt. Ab keinen Weg, der nimmt dort nicht an. Das ist eine lauter Dummheit für ihn. They are foolishness to him. Und der kann das nicht mal verstehen. Der kann das nicht verstehen. Der merkt da nichts von, der merkt das kein sein. Und ich weiß, wo ich sie bin gewesen. Wenn ich von jung an habe, ich würde mal sagen, von 16 Jahren ungefähr, und so überlich die Schrift gelesen, in so vielmals, ich würde sagen, Pleitschwings, für die andere Jugendlichen, zu der Zeit wird nicht mehr, dass du von der Schrift gelesen, dass du abgegossen in der Jugend von der Schrift verteilt, überhaupt nicht. So, ich würde ein bisschen geheim geholt haben. Even noch von meinen Eltern. Ich glaube, der meint das steht, wie so bei einer. Aber was ihr Wort von Asien, mir dort Mürk abstehen. Die Schrift zu lesen, und so dass du geschrieben wird, dort mir kein sein. Ich will hängen an die Geschichten, wo das aufran da ist, in chronological order, wie ich 100% mit bekannt, mit der Bibel, von der Schöpfung an, durch die Sintflut, und alle Generations, bis Jesus ihn kommen, und dann die letzte Offenbarung. Aber wir in so viel Städten, in der Schrift, das mir kein sein. Und zu meiner Ehe schon, mache ich das tun. Ich habe noch mal gedacht, du fehlt mal die Bibel zu übersetzen, so dass das sein mag. Wirklich. Und was ich gesagt, Gott hat mir bewahrt für den ersten falschen Prophet gegeben, was er jemals gegeben hat. Wenn es mir mögt, dass wir lauter ansehen. Und was passiert, als Gott mein Hart ändern darf, dass der mein Hart, das steinerne Hart rausnimmt und gibt mir ein fleischendes Hart. Da steht ein Gerüst, was mir das geradste ansehen mag, wie gibt mir die geradste Sicherheit für meine Erfahrung. Da wären da, wo ich immer lesen kann, wow, wo habe ich das nicht gemacht? Das was passiert, wenn Gott die ändern hat, wenn Gott den Hort, den steinenden Hart rausnimmt und der gibt dir ein fleischendes Hart. Und wenn die sehen jetzt, ja, und die deckt die das auf einmal auf. Dann, auf einmal hast du gesagt, wann ist diese Frage hineingekommen? Da hat ich nach Nares gesagt. Und so steht er dort eben, du kannst das Schrift al 100 Mal durchgelesen haben. Du werden immer Dinge abkommen, wo das immer geraten und immer Dollar abtauchen wird. Aber der natürliche Mensch, der mag das gar nicht. Der merkt das kein sein. Das ist ein düsteres Buch. Das ist vielleicht eine Rone gewisse Geschichten. Und in den Ländern, wo das Mode ist, Christ zu sein, wenn uns das einmal Kredit in der Bank ja, wenn wir jetzt christlich verteilen oder zu tun, wir sind abreiche christliche Menschen, das ist woran viele Menschen das tun, das ein anderer soll gut denken für mich. Aber das Hort hast du nicht in Gefallen an, wenn das noch nicht geändert ist. Und einmal von den Punkten bewiesen, dass ein Mensch nichts vernimmt, dass er nichts sieht, wenn das nicht erst von Gott passiert, das ist Johannes 3. Das war Nikodemus, nicht Jesus Kampf. Und der kämpft nicht Jesus, und der kämpft wegen uns andere Ursache. Der kämpft doch an, wegen der Wunder, was Jesus tat, und Jesus tritt der verteilt Futzen und untersteht. Und in Vers 3, Johannes 3, Vers 3, du sagst, Jesus Futzen steht, das ist Jesus seine Antwort. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Wenn die nicht wahre geboren bist, wenn die nicht das Wunder von Gott passiert ist, die kostet nicht mal sein. Kostet Gott sein Recht nicht mal sein. Die magst das nicht mal. Und wo passiert das? Von wo kommt das her? Wann nimmst du die Entscheidung, dass die mal was wahre geboren worden? Was sagt die Schrift? Wo kommt das, dass ein Mensch sich auf einmal der wahre Geburt wählt? Okay, aber lass mich die Frau mal klarer bestellen. Wann will die, dass die wollen geboren werden?
Kann je das denken? Dat zal Gott so gemerkt, dat je weer geboren wordt. Maar ik denk er niks van, weet je niet wat er passiert is. Dat is nog zo'n wat mens zijn kan. Dat is nog zo'n wat mens kan terugrabbelen naar de tijd wanneer het meilig weer. Maar die kost niet meer dat. Hoeveel ben je, waar die kennen, jesselje dingen, wat niet te zijn, en de aanzichtbare kracht. Dat explain wat er passiert is. Wel, Jezus zegt dat te Nicodemus. Wanneer we dan voeten met weer raufgaan naar de 8e vers. Jezus zegt dat is dit. De wind bloos door wat hij wil. Du kannst am hören, aber du kannst nicht sein, wo der herkommt. Und weißt auch nicht, wo der bleibt. So ist das mit einem jeden, der vom Jesus geboren ist. Du kannst auch nicht mal explain, was das passiert. Den Tag, wo dir auf einmal hast, dich Gedanken ankommen, und die wunderst dir über das Evangelium, die Verlangen ändert auf einmal. Explain mir das mal, was passiert das? Wo kommt das bei dir? Wann deutst du das? Wenn die wirklich wahre geboren ist, die kostet das nicht sein. Die wollen es nicht mal von wo, die ist das nicht mal deutlich. Woher mir? Woher, ein Bruder in Christus, weil er nicht von unserer Kirche ist. Aber das darf ihre mal nach ein Zeugnis, die wollen das zum wahre Zeugnis. Warum? Wenn ich sage, es ist das. Ich kann das nicht verstehen. Ich in meiner Familie, ich wieder rennen ganz Oyster. Mein Bruder, wenn er davon abhängig wird, dass alle die Beste geraten worden, dann wird das nicht ich gewesen. Ich sage nicht in der Erratung, ich würde nirgends an gedacht haben, dass mir viel zu raten. Bis mir wird das Leben, wo ich leben, das ist auf einmal so unmöglich. Wir werden befreit, die haben ein Kind, und wir werden mit der Herr Taub, wo du das Leben dort, wo ein Christ nicht heil hat. Und ich meine Frau fangen an zu reden, das ist so uncomfortable bei dir. Das ist so unmöglich bei dir. Ist das, was wir in uns Leben wollen? Und ich kann das nicht explainen, warum wird Gott mich gewählt haben. Ich will die Erste in der Familie. Das ist nur schon, du etwas zu denken, in was ich gelebt habe. Warum wird Gott mich wählen? Als das auf einmal die Frau, was Jesus hier beantwortet hat, Jesus ist gekommen, der Kranke, der Heil, der Sünder, der wird wirklich mal verloren sein, der das heiraten. Der gute Menschen. Well, das sind keine gute Menschen, aber viele Menschen glauben sich gut zu sein. Für das ist kein Rara. Er kommt der Sünder zu raten. Und so, das ist ein wahres Zeugnis. Er weiß, was Gott an ihm getan hat, aber er, woran mich? Er kann auch nicht explainen, wann oder wo, das ist ein wunderbares Ding, was er nicht explainen kann. Kriegst du es gesagt mit dem Wind? Der Blues, wo der will, nicht wo die Menschen den will, die Blues haben. Man merkt das. Der Blues, wo der Wind will. Die kostet ihn hören, die kostet sein, du geht was an. Warum sage ich, die kostet sein, du geht was an? Die merkst, dass auf einmal ein Mensch anders ist. Even die eine anbekehrte Freund, der meint, das ist kind of strange mit denen. Was passiert denen? Fällt die sich nicht so gut von dir? Warum dringt die nicht so mit, dass die Sache bei nicht da? Warum merkt die nicht in unsere Fiesta hier mit? Das fand ich funny mit denen von dir. Als dat het goed heet oder nicht, dat is das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass das morgen dus was passiert. Und so, wenn du nicht auf einmal in so einen Bruder sagst, er soll 10 Jahre glauben, du warst bei seiner Freude, ist das ein Wort. I mean, sorry, but da tust du was arg mit der Ahnung. No, wenn die Wind, wo ihr blust habt, dort ist zu sein. Gott merkt sich nicht zu schauen, den zwei. Der versteigt das nicht 10 Jahre. Noch sehr viel weniger von unserer ganz nutzten Familie. Was für eine falsche Bekehrung. Aber immerhin. Der Beweis, dass das nicht den Mensch seine Entscheidung wird, dass der Mensch nicht so klug ist, dass das nicht in den Mensch seine Macht ist so allweil über die Bibel zu sein. Wenn Nikodemus fragt, Nikodemus fragt, wo kann so was passieren? Jesus sagt zu ihm, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht?
Wie viele Menschen würden von der ersten Tag machen, die Antwort kriegen? Like die besten Prediger in der Kirche. Die letzten, eine große Gruppe Menschen. Und die weiß dort nicht mal, dass die selbst nicht raten können. Und die sprachst den Menschen nach einmal ihre Kraft haben. Und die betreust die immer noch wieder auf die falsche Bekehrung, was die haben. Und die würden die falsche Bekehrung lieber festhalten. Als man gucken, wo die wirkliche Bekehrung ist. Nicht mal die machen dort. Das ist dasselbe, was wir würden machen von der ersten Tag sein. Und Jesus sagte da, je Schlangen Brotholz. Je jaftet Schlangen Brotholz. Wer hat jüngst gesagt, wo je kann Gott sein Euer in den Stich kommen? Das keiner. Das würde sie nicht falsch haben dafür. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Vers 11. Wir weiten von was wir reden und sehen davon, was wir gesehen haben, aber was wir Ihnen sagen, weil keiner glauben. Wir sagen Ihnen das, aber Sie glauben das nicht. Und wie kann so eine falsche Menschen, so eine falsche Lehrer, so eine falsche sogenannte Christen, das immer wahrer sein, die wollen das nicht glauben. Die wollen das nicht glauben. Die wollen lieber ihre falsche Hoffnung festhalten. Dat zij waren on een gerechtsachte te hören kriegen, wo Jesus sagt, ich habe jünt nervös gekannt, war ich mit jünt geschlacht. Und warum hat Jesus nicht gekannt? Sie waren angekommen und sie waren Jesus sagen, guck mal, was wir nicht alles vergeudet getan haben. Ein Mensch, der noch nicht sehen, verdorbenen Zustand aussieht, der glaubt noch einmal, er hat Gutes getan. Der glaubt noch einmal, er hat das getan und sie kann auch sogar sich anbilden, er hat so tun gedreven und er hat über so viel für Gott getan. Ich meine, der hat Gott doch so einen großen Gefallen getan, Jesus im Herzen angekriegt. Jesus sagt, ich habe ihn noch nervös gekannt. War ich mit ihm geschlacht. Der sagt nicht, ich wir mal bejunt, oder ich habe ihn mal gekannt. No, er sagt, ich habe ihn nervös gekannt. Die sind nervös, der meint ja was. Die sind falsche. Die haben ihn wohl in Gottes Rechten anschlägen. Aber nu haben wir ihn zu holen gekriegt. Es hat von auch gekommen, dass die falsche sind. Und das ist, wo so viele Menschen lieber und festhalten. Und es steht, dass die mal kicken, was die Schrift sagt. Aber wenn es das keinen Sinn merkt, wenn es das wahre Evangelium lauter ansehen merkt, machen sie das gleich. Wenn es erstens, egal was Trouble ist, sie kann Gott nicht. Deswegen haben sie nicht falsch verdient. Und weil sie Gott nicht kennen, sollen sie das auch nicht, wo schändlich ihre Sinn ist. Und wenn sie nicht sagen können, wo schändlich ihre Sinn ist, sollen sie das auch nicht, dass sie am Weg verloren sind. Und das vor dem Pelagius muss man dort abkommen, dass der Mensch nicht so schlecht ist, als die Bibel sagt. Und von da an haben sich so viel falsche Lehren verspreut. Heute sage ich hier noch wieder in Johannes 3. Wenn die dort nicht glauben, wo der Kind von Sachen, ob der sie irrt verteilt, wo wollen die dann glauben, wenn er Kind von himmlischen Sachen verteilt? Like, wenn die das, was auch klar zu sein ist, nicht mal glauben, wo wollen die das ewig dann glauben? Was meint ihr damit? Du sind Dinge, wo wir das irrt sein können, wo Gott schaffen hat. Und das ist ein ganz klarer Beweis. Aber sie wollen nicht mal dort glauben. Menschen, die dort nicht glauben, wo verdorben ein Mensch ist, wo dort in der Sünde ist, die werden dort nicht glauben, weil das zu sein. Und was lass mir das sagen? Ich glaube, du würden adlige Plätze in welche große Städte Dollar ohne Schrift glauben, als viele sogenannte Christen. Warum? Die sagen die schrecklichen Dinge, was der Mensch tut, wenn Gott den nicht begrenzen hat. Die Mörderie, wo Kinder behandelt worden, wo grausam das tut. Die machen das jeden Tag tun. Die machen damit schaffen. Und wenn du da wirst die Schrift, wenn die Plätzen, dass dort ein Atheist wird oder nicht, und du wirst dort von der Schrift lesen, was die Schrift sagt, von wo der Mensch sein Zustand ist, der wird sagen, ja, das stimmt, das sage ich jeden Tag. Das stimmt.
Aber viele sogenannte Christen, die wollen dort nicht tauschen, was die Schrift sagt. Die wollen dort nicht tauschen, in wovon Zustand. In wovon Zustand der Mensch ist. Und wenn sie dort nicht tauschen, in wovon Zustand der Mensch ist, seht ihr dort nicht, wo verloren der ist. Und wo nötig den Radar fehlt. Und wenn sie nicht sein kann, von wovon den Zustand der geraten ist, wann er auch noch Dinge kennt von das Evangelium, gibt er doch kein Nies. Die wirst nicht kommen und sagen, mir, guck mal, was Jesus getan hat. Der hat die von Tod zum Leben gebracht. Oh ja, das habe ich lang reden und don't worry about it. Like, ich würde mir gleich von was Interessantes zu hören. Du hast nicht was Interessantes, als das, was Christus getan hat. Du hast nicht was Interessantes für ein Wort Christus. Wie sage ich noch einmal, vertell mir das noch einmal. Vertell mir noch einmal, was Jesus getan hat. Like, wie kicken drei und wie sein, was wir gewesen sind. Und von du hast Jesus uns zurückgeraten. Und wir nehmen to in Erkenntnis und wir uns wird das immer wichtiger und immer wichtiger. Das ist ein wahrer Christ. Aber wenn du eine Zeit lang, wenn du das Evangelium hast, nie siehst, und ja, sie das also fertig gehört, und die fängt das an, ein bisschen so gewöhnlich an zu werden, dann habe ich Angst für die. Als die auf einmal hast bis einmal deine Emotionen für eine Zeit lang neu gerufen, und dann ist das so gewöhnlich geworden. Ich will nicht sagen, dass die verloren bist, aber wenn du in den Zustand warst blieben, die wird das Evangelium immer weniger nicht geben, und da wird ein bisschen bewiesen, die haben das noch nie nicht gegeben. Die wirst bis hängen die Füllungen, wo das dann stützt gegeben. Aber der wahre Christ, der nimmt das. Meint dort, dass der wahre Christ kann, er war am Jüngelstuhl sitzen, und er wird nehmen. Nee, der wird nicht. Der wird schwer schaffen, der wird tief grooven in der Schrift. Der wird sich immer, jeder Tag machen in der Schrift abfrischen, und immer war er da sehen. Ich weiß das wieder noch zu wenig. Besonders ich. Ich weiß, dass ich habe so viele Dinge, welche Dinge rum an mich drehen, dass das ein Moment allmählich ist, und ich ein sage, ich soll überhaupt nicht mal eine Botschaft bringen. Ich stehe dir lang nicht sagen, aber das ist das Krieg, was uns fehlt. Dat wie du an dieper groeven doen, dat ons dit meer en meer niet schaf. En ik weet dat ik word weet wie het even tijd gaan, wanneer ik den derde en den vierten Punkt word ook wel durchnehmen. Aber ich glaube, vielleicht haben wir so viel Topholen für den nächsten Sonntag, dass das nicht so aufgebrochen ist, von was du wir sind. Wegen das fehlt uns, dass das einmal mit so Topholen wird. Den Punkt von was passiert mit dir, was du kommst, was du in Jesus kommst? Was passiert mit dir? Und wir sagen doch, was ist mit dir passiert, dass der überhaupt kommt? Den werden wir das nächste Mal schauen. Und dann wollen wir noch ein bisschen nachdenken, was wir die Pharisäer geraten der Trouble. So, ich würde hier aufschließen mit dieser halben Botschaft, würde ich mal sagen. Und hoffentlich haben wir derche Werk uns Gedanken über das merken und auch das nur studieren. Und dass wir vielleicht, ich würde sagen, wenn ein Mensch mit einer Frau ankommt, das ist ein gutes Ding. Dass wir nächste Jahr noch mit vielen Frauen ankommen und uns derche Werk beschäftigt haben mit das. Das ist das, was uns treiben wird. Dass wir wollen mehr in der Schrift entdecken. Und ich glaube, das ist ein guter Practice, was ich wird haben. Dass die würden mit so einer Abgabe haben, Homework haben, derche Werk. Und wenn ich das noch nicht sage, ich getan habe, mit jemand entschuldigt, vielleicht sollte man anfangen, nicht? Und dann mache ich bis mit mir anfangen. Deswegen hat mir noch nicht gewährt, davon zu reden. Aber immerhin, ich glaube, das ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Besonders dieser letzte Punkt da. Weil wir gucken, was passiert mit dir, was nicht Jesus kommt? Statt Jesus ein Weg. Und was beschuldigt ist dort? Du wird gesagt, dass die biblische Lehre, der lehrt es dort, wenn Gott wem nicht gewählt hat, der kann dann in Jesus kommen, so sei es der Welt, Jesus nimmt ihn nicht an. Weil sonst lehrt die Bibel nicht. Das ist ein Les. Die Bibel gibt uns die Garantie, dass nicht einer wird richtiggestellt, wer durch eine Gott kämpft. Du kannst wie uns ganz 100% sicher sein, du hast keiner, wer richtiggestellt wird, wenn er in Jesus kommt. Der Trouble ist bloß, der kommt nicht in Jesus. Einmal
dann wird dort die biblische Lehre sich soll schlagen, da wird gesagt, dass die reformierte Lehre, der sagt, existiert. Wenn Gott den nicht gewählt hat, dann kann er noch so sagen, Jesus kommt. Die stellen das so haben, dass von den Menschen alle an Gott segnen. Die vergessen davon, dass keiner an Gott segnet. Keiner segnet arm. Du hast keiner ein Verständnis von. Römer 3, Vers 18. Römer 3, Vers 11. Das ist keiner, der ein Verständnis von Gott hat, am Segen det. Dort wie Gott segnen tun, es soll bis der Beweis, dass Gott all ihr schaffen uns gesagt, und von da wird häufig gesagt, auf statt er kein sieht. Du will ich dort sagen, du als keiner, wer du in Christus kämpft, demütig, abrechtig und büßfertig, dass da wird sie gestartet worden. Du kannst wie die Garantie haben, 101%. Du hast keiner, wer das sie gestartet wird. Und ja, wenn uns belehren wird, wie da uns hat geschworen, aber wir uns dort haben sie die Propheten und die Kirchen noch einmal. Belehren und dort, die Wahrheit mehr im Schlag hier, und der Lehre ist mehr im Gott hier. Dort ist den so tun sie in Arbeit, das wird der tut. So, ich würde mit das wollen eingehen. Wenn wir daran denken, dass wenn wir in Christus kommen, wir wollen nicht verdammt in den kommen. Wir wollen abgenommen als Kinder. Wir wollen so, der Beweis, dass wir Gott seine Kinder sind, es kriegt das Verlangen, alle wir haben, am zu kommen. Dass uns auch wird über unsere Sinn. Dass wir an Schlag fallen. Und was das Bruder noch sieht, wo er hört all mit so viel Freunde, was er vertrauen hat, mitgeteilt. Wo Schäm er sich da, das heiratet allemaal hier, dass du gemerkt hast. Und dat haben sich das so sehr schämt, dass er einfach bedeutet, dass er überhaupt ein Christ wird. Weil ich sage, dann habe ich nur recht für die. Und ich glaube, ich kann Ihnen mit der Bibel wiesen. Der Beweis, dass die ein Christ bist, ist kriegt, dass die schämt über deine sind. Das ist der Beweis. Dass die das nicht gut ist, dass die das gemerkt hast. Kann nicht anders sein, als Gott hat die was anderes ergeben. Was wird euch passiert sein? Das ist meine Frau. Was wird euch passiert sein? Ist die noch in den alten Zustand lebst? Was wird dann passiert sein, wenn er dann hat es wem uitgeblasen am Heer, hat es den Fähig fahren und den Meinung gesagt und ja. Wirst du gut gepocht haben, wirst du gut gefallen haben, über was du nicht hast könnt. Und ich habe Gott ihn hat geändert. Und das ist so eine Schande, wenn einer sich vergeben hat. Wow, das ist ein Christ. Der Beweis, dass wir Gottes Kinder sind, ist, wir fallen uns nicht gut, wir sind nicht comfortable im Sinn. Und uns geht das Psalm 32. Gott seine Hund, ist ab uns. Der Dreck uns schwor. Und wir können das nicht länger uitholen, was wir unsere Sache abklären. Das ist ein Beweis von einem wahren Christen. Und ja, wenn ihr in Schlag fallen über jenen Sinn, wenn ihr hier nicht so gut fallen über jenen Salz, wenn ihr von hier wegfahren, das ist okay. Das ist nicht, was die sind hier hergekommen. Wenn ihr wollen in eine Stadt fahren, wo ihr wollen gut fallen, dann müsst ihr in eine andere Kirche fahren. Ich will nicht, ich will ihn mutig machen. Ich will haben, dass ihr vertrauen soll in Christus wissen. Ich will haben, ihr sollen Mut fühlen und Pferdeweg gehen und das Christus leben und dass wir das so sein als ein wahre Christen, dass die sind mutig, die sind froh, aber die sind nicht mutig wegen, wo Gott sie sind mutig, weil Gott ist. Das ist der Unterschied. So, wenn ich ihn nicht so loben darf, und ihr dort bei euch hast, dann möchte ich eine andere Kirche sehen. Aber wenn ihr hier wegfahren, mit Dreck kriegen, gut Appetit gestorben kriegen, dann habe ich vielleicht gerutzt das können tun, was Paulus, habe ich vielleicht ein bisschen können tun, was Paulus dort in 1. Korintherbrief. Der schreibt hart. Der merkt der traurig. Der hat die Korinther wirklich traurig gemerkt. Und Paulus sagt, das ist actually was ich will. Ich will ihn gleich traurig merken. Aber mir ist das danach nicht leid, dass ich den Brief geschrieben habe. Dass die traurig waren über jene Sinn, das hilft, dass die ein Leben änderten.
Like, wenn ihr nicht mal comfortable sein mit deinen Sinn, dann lädt ihr schließlich bis von auf. Ich sage, gleich ihr nicht mal. Warum ist Gott hat einen anderen Sinn gegeben, dass ihr nicht mal du comfortable mit sein. Und so Paulus sagt, die haben keine Schulden durch die kriegen, dass die traurig werden. Aber er sagt heran, die Trauer von dieser Welt wirkt den Tod. Was ist die Trauer von dieser Welt? Wenn du in eine Kirche kommst, und du hast die dort verloren, die wirst die Gott feilen. Die wirst die Gott feilen, über wer du bist. Der Prediger soll dir eine Message geben, wo die abgelebt mit bist. Und dann habt ihr aber bis so eine Botschaft von Böse down und von wo schlecht wie Menschen sind. Und der einzige, der traf Gott. Und die dann du dir anfällst. Und die dann, so einmal ans beschuldigt alles, wir ran der Bus rauf. Weil ich das ist ein Trauer von dieser Welt. Und ich würde dir einen warnen. Wenn die mit dir Pflech sind. Das dient dazu, als was die sind, da Beteuen gestoppt worden. Und das dort die Ursache ist, woran die dann nicht wieder würden wollen, eine strenge Botschaft anhorchen. Wenn dort die Ursache ist, woran die in Prediger würden wollen, das Sieg schaffen, dann dort die Radung noch einmal bedenken. Dann dort noch einmal denken, was ist mir actually passiert, als Gott mir rat. Lässt mir das diesen Zweifel für. Wenn du wer von jünt, hat Gott als so einen großen Gefallen getan und Jesus im Hart gekriegt. Was für einen großen Gefallen hat Gott dann nicht getan? Haft ihr ihn geändert? Haft ihr ein Verlangen in der Wahrheit gegeben? Haft ihr diese Büß vor die Anstellung und gesagt, mag ich sinnig sein? Wenn das alles nicht ist, dann hat ihr womöglich einmal ganz falsch getreut und hat ihn selbst fehlen, dass die Christen sind, die sind actually besäbert. Das ist, was passiert. Von humanistischer falsche Evangelium predigen, wenn die wollen Jahren haben, dass die Menschen sich sollen gut fühlen. Weil ich will mich nicht den Zweig versinnen. Ich will nicht. Ich mag Leute, allein, wo ein Part in der Weste zu liegen kommt, von allen Menschen verstaat worden, euer Erkennt wird wollen, so ein falsches Evangelium ist dort predigen. Even wenn ich selbst alle wegen, wenn jemand mit einer Kamera hinter mir kam und mir ein ganzes Video durch den Tag, die würden so viele hunderte, tausende Punkte fangen, wenn das soll ein Christ sein, ich weiß das. Das ist, woran ich abkicke. Nicht Christus, wo Gott da ist. Und wo du bei mir, wo du bei Gott ansteht für mich, für so einen Sünder aus, ich sehe. Und was passiert noch? Ein sehr Schlagfall für die Karte kommen. So, mir fehlt nicht die Uhren, die Kittel, mir fehlt das Denken zu halten, wo nötig mir den Radar nach jeder Tag fehlt. Amen. Wir beten. Lass mir gedacht davor. Einer weiß nicht, was einer sein soll. Wenn einer ein sein eigenes Leben besitzt, wo sei er kart einer Kampf? Und wo sei er, du fehlt noch zu wissen und Tod zu nehmen? Herr, was du von abhängig wird. Von so einem Leben, aus einer Leben, das soll gut genug sein für die. Herr, dann ist bloß keiner gerat. Herr, wo soll uns das gehen, wenn die sind was Norwegen? Wenn die uns was Norwegen? Aber Herr, du willst ja wie so dankbar sein, dass die nicht uns hast neu erreicht, aber die hast den einen sehen, die sind neu erreicht. Und dass die betont haben, die haben die ganz zufrieden gestellt. Und da steht du dann nur noch Tag für Tag für uns an. Herr, können wir noch eine gerade Nachricht kriegen von dir? Können wir noch einen gerade Trost finden, irgendwo auf dieser Welt? Und können wir noch irgendwo mehr nichts finden als dort Jerusalem? Dass du ewig anstehst. Und dass du nicht an unsere Sinn denkst, wenn du hast den Deibsten mehr geschmitten, wo du den nirgends mal rausholst und wo wir auch nicht haben können, der rausholen. Herr, mir regnet wir nicht so, wenn ich nun denke. Nicht mal meine Gedanken kann das recht begreifen, was das alles meint. Aber eben da habe ich Trost. Und dass du das selbst
sais, dat wir hat nicht mal wird, zum so beten, so wie sollen. Aber dat dien jes, du so ansteht, dat du dat Gebet für die bringen dat, so dat die dat gut ist. Met wird, met Gefühle, wo wir nicht mal wird verhauen. Und Herr, ich habe nicht anders, als die verdienen gerade die nur ewig zu verdanken. Und am Frauen, dass die uns auch in der teilnehmen lassen, dass wir immer machen, dass uns das immer noch tiefer und tiefer gehen. Und dass wir daran denken, dass was wir Tag für Tag beleben in der Titel hier, das ist nicht das Wichtigste, das ist was der Bild verjährt. Das nimmt Bild in ein. Und dass die uns muss halten, man sich Gedanken rechnen, ab dort, was der bleibt. Und dass dort unsere Gedanken sind, in jeder Tag, du anzunehmen. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.